Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Und jetzt gucken wir doch mal, was den Kanzler hier in der Kathedrale eventuell so merkwürdig gemacht hat. Ja, die babbeln immer noch dasselbe, aber die verbabbeln sich auch zwischendrin, die scheinen mir eher gewalttätig zu sein hier, die Nonne. Und ja, irgendwas stimmt mit denen nicht. Aha, da ist auch was. Was hast du denn gefunden? Eine Hornadel. Das ist Katjas königlicher Schatz. Königliches Siegel. So rum. Königliches Wappe ist drauf. Und das scheint die Truppe vom Hexer zu sein. Naga. Naga-Ette. Weibliche Naga. Okay, dann machen wir mal diesen Flame Toss. Auf die hier. Ui. Das dürfte auf jeden Fall sicher sein, dass die kaputt sind dann. Hier machen wir jetzt einmal einen Zyklon auf die zwei. Ich glaube, die sollte man doch schon etwas ernst nehmen. Oh, die macht einen langen Verlangsamungszauber. Und drauf auf sie. Da hat ja Chrono schon mal vorgewärmt. Wie ist ja noch die Zunge rausstreckt bei. So, also, oh, das macht auch unser... Irgendwie sind wir anscheinend nicht so besonders stark. Sonst würden wir auch mehr Schade machen. Also ich glaube, wir sind etwas zu low-level für die Wesen gerade. Okay, wir gehen jetzt beide mal auf die drauf. Aber immer nur auf Chrono, nicht auf Luca. Sehr schön. Andy ist schon jetzt kaputt. 12 Schadenspunkte kommt man da noch reißen. Dann nochmal drauf. Und Chrono gibt ihr der Rest. So. Okay, also der Hexer scheint offensichtlich mit irgendwelche Teufel oder Dämonen im Bunde zu sein. Sonst hätte er ja nicht solche Naga. Naga sind ja Dämonen eigentlich. So Schlange-Dämonen. Wie es auch hier dargestellt ist. Nur etwas mehr japanischer, das Ganze. 32 Erfahrungspunkte gab es, 4 Tech-Punkte, 320 Goldstücke und ein Level-Up für Chrono. Sehr cool. Puh, das war knapp. Oh, da ist noch Andy. Ey. Huch, was haben wir denn jetzt gekriegt? Wenn du deine Abwehr sinken lässt, erlaubt das ein Feind gegen dich vorzugehen. Gib ihm keine Chance davor. Seid ihr hier, um die Königin zu retten? Ihr Unterschlupf ist tief drin. Wollt ihr euch mir anschließen? Ein Frosch? Chrono, das ist ein sprechender Frosch. Ich hasse Frösche. Meine Erscheinung sollte nicht dein Vertrauen beeinflussen. Na gut. Wie ihr wünscht. Aber ich rette die Königin. Warte mal. Du scheinst jetzt so übel zu sein für, naja, ein Mensch-Frosch-Ding, meine ich. Chrono, was denkst du? Ja komm, wir gehen mit dem Frosch natürlich. Das ist doch der Leibwächter von der Königin. Ich glaube, ich kann damit umgehen. Ich meine, naja, irgendwie halt das akzeptiere. Wie heißt du eigentlich? Einfach nur Frosch. Der sieht ja auch urig aus, der Kerl. Frosch reicht aus. Na, Hopfen, nicht dich zu treffen, Frosch. Na, ist ja eventuell irgendwas, was in der Nähe herumschleicht und kreucht. Lass uns noch den Feinden suchen. Okay, jetzt haben wir den hier bei uns. Was ist denn das für ein uriger Gesell? Was kann der und warum kann er das, was er kann? Ja, natürlich ist sein Element Wasser. Bronze hat er alles dran und Power-Handschuh hat er auch angezogen. Okay, nicht schlecht. Jetzt haben wir auf jeden Fall noch einen dritten Held in unserer Runde. Wie der rennt, ist auch geil.
Okay, als nächstes würde ich sagen, gehen wir zur Brücke, oder? Gucken wir mal, ob da irgendwas da ist. Hier ist anscheinend noch nichts da. Nee, der sagt immer nur dasselbe, was er vorher auch gesagt hat. Ist auch geil, wie der sich bewegt. Ich finde es cool, so einen Froschmensch dabei zu haben. Ich mag ja Frösche und, ja, Frösche und Kröte mag ich eigentlich echt gern. Sind schöne Tiere. So, haben wir hier eventuell irgendwas übersehen? Die Orgel vielleicht? Die entfundene Priesterin oder von der Naga als Priesterin verkleidet heute die Kathedrale angesprochen. Mhm. Na also, hat ja funktioniert. Dann schauen wir uns mal hier um. Das schreit irgendwie noch Dungeon, oder? Ja. Du kriegst auch schon etliches rum. Oh, da kommt noch ein dritter mit der Pirouette, ah. Okay. Diablos hießen die Viecher einfach nur. Frosch, was kannst du für Techniker? Schlecker. Okay. Was bringt das eigentlich? Schlecker? Ah, cool. Das heilt. Endlich immer ein Heiler mit dabei. Das ist natürlich echt cool. Zack. Das war ein schöner Crit. Aber sehr gut. Unser Frosch, der kann Heiler. Das ist sehr gut. Und er macht auch gut Schaden auf jeden Fall. Ja, uff. 11 Schadenspunkte. Heidewitzka. Okay, Luca, attackier doch Amol. Und du könntest sie abschlecken und Heiler. Okay, dann halt nett. 30 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 180 Gold und Luca hat nochmal ein Level kriegt. Sehr schön. Schauen wir gerade mal. Frosch ist auf Stufe 5 schon. Okay. Dann würde ich aber nochmal sagen, Luca muss auf jeden Fall geheilt werden. Die andere, das passt soweit. So. Einmal Wiederbelebung habe ich gekriegt und ein Tonic. Da kommen die anderen wieder abpirouettiert. Und wir gehen alle erstmal auf Endgegner drauf. Oh, das hat schon gereicht. Nicht schlecht. Jetzt ist dein Auftritt, Frosch. 36, 14 hat er noch. Können wir es schaffen? Jawohl. Sehr gut. 20 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte, 120 Gold. Coole Sache. Ja, ich finde auf jeden Fall, wir sollten hier an Gegnerkämpfe mitnehmen, was möglich ist, damit wir unser Level auch wirklich aufpushen können. Gnasher kommen jetzt. Okay. Wir gehen alle mal vorsichtshalber drauf auf das Vieh. Oh, der war gut. Man weiß ja am Anfang nie, was die können und ich unterschätze auch definitiv die Gegner, sondern haut drauf, was möglich ist. Ja, das wird's getan, aber sehr gut. Gut, wir haben nicht rausgefunden, was die an Angriffe drauf haben. 60 Erfahrungspunkte, 2 Tech-Punkte, 140 Gold und einmal Wiederbeleben hätten sie sogar gegeben. Heidewitzka. Okay, da sind noch mehr Diablos. Also auch gegen die Viecher. So. Hier beide auf den. Okay, das macht ordentlich Schaden. Also man merkt bei Chrono definitiv, dass er der Kämpfer ist. Der König scheint wohl, der Frosch scheint ja wohl eher sowas wie ein Paladin zu sein. Kämpferisch begabt, kann aber auch Heiler. 20 Erfahrung, 2 Tech, 120 Gold und Chrono ist Level aufgestiegen. Jetzt ist der auch bei Level 5. Sehr gut. Okay, du wärst dann hier durchgegangen. Und wie schaut's dann hier aus? Da haben wir nochmal welche von Denner. Halt, Eindringlinge! Okay. Dann auf die. Hat er jetzt irgendwelche Techniker drauf? Warte mal gucken. Attacke. Okay, gehen anscheinend nur die Attacke-Kombos oder so. Ah. Nee. Okay, komm. Bevor wir da irgendeinen Quatsch machen. Solltest du auf jeden Fall nochmal Chrono Heiler. Sehr gut. Chrono auf das Vieh drauf. Das erste ist schon tot. Frosch auf das. Und du auch nochmal auf das Vieh drauf. Sehr schön.
Die sollten ja eigentlich nicht so das Problem sein, die Gegner hier. Gerade wenn wir wirklich nochmal aufleveln. Und jetzt kannst du nochmal Luca heilen. Mit seiner Ballgliederzunge. Na, herzlichen Glückwunsch. Und zack. Und Chrono als drauf. Frosch. Gib ihm der Recht für sein Missetate. Zack. Schön mit dem Crit. Der macht generell viele Crits, muss ich sagen. 36 Erfahrung, 4 Tech-Punkte, 260 Goldstücke und einmal wiederbeleben. Schick. Da können wir bestimmt aber auch mal hier reingucken in die einzelnen Räume. Oh, was ist dann hier? Oh, was ist dann hier die Sache? Keine Zeit. Gleich ist meine Schicht. Ich hasse es, zu Menschen zu gehen. Es ist so einfach. Und was sagst du? Die wir jetzt gesehen waren so schlecht. Die anderen 2 Soldaten, die wir letzte Nacht geschnappt haben, die waren so plump und saftig. Jakra ist so clever. Sein Plan, den Kanzler zu schnappen und seinen Platz zu übernehmen, hat perfekt funktioniert. Und jetzt ist die Königin geschnappt worden und das Schloss ist in Aufruhr. Das ist genial. Ich gucke noch die Statue von Markus noch meiner Schicht. Okay. Oje, oje, da haben wir schon wieder was rausgefunden. Gut, dass diese Monster sich verplapperten. Dann gehe ich dem mal hinterher. Und hier scheint ja wohl auch irgendwas Tolles zu sein. Oh, 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 oh. Lauter Fälschung oder was? Ein Äther. Lauter Doppelgänger. Hätten wir erstmal mit dem Soldat. Bist du hier, um die Königin zu retten? Oh, was ein Glück. Wie nett von dir herzukommen. Ich bin schön sicher, Jakra wird genauso erfreut sein. Warum ruhst du dich nicht hier ein bisschen aus? Nee, lass mal. Es war doch nicht nötig, von dir mich zu retten. Der Meister Jakra ist sehr freundlich. Ich habe entschieden, hier zu bleiben. Und warum gehst du einfach wieder heim? Sei denn, Hauptsache nicht so eilig. Genießt doch erstmal hier zu sein. Oh je. Okay, also mit so Doppelgänger bzw. mit Gestaltänderungen scheint er wohl recht gern zu arbeiten. Dieser Jakra-Meister. Das ist ja diese Bestie, die angeblich vor 100 Jahren hier ihr Uwesen getrieben hat und anscheinend immer noch existiert. Und auch der große Ritter konnte nichts dagegen ausrichten. Eventuell finden wir den ja auch hier. Schauen wir mal. Sodala als drauf. Ah, schier kaputt geschlagen. So, jetzt ist er nämlich am Leben. Sehr gut. Und ja, wir haben wieder was Ordentliches gekriegt. Luca hat auch noch ein Level gekriegt. Und der Frosch hat auch noch den Schleckerschnitt gelernt. Und eine Doppeltechnik X-Schlag hat er auch noch gelernt. Okay, also die Gegner spawnen anscheinend wieder. Das ist auch ganz interessant zu wissen. Und probieren wir nochmal die Technik aus. Chrono, Doppeltechnik. Tja, da kann er wohl nichts machen. Probieren wir mal das hier aus. Den Slurp Cut. Der Schlapperschnitt. Oh, der holt mit der Zunge her und schneit dann. Das ist auch gut. 20 Erfahrung, 2 Tech oder 20 Gold. Frosch hat auch noch ein Level gekriegt, aber hat nichts Besonderes gelernt. Na gut. Gehen wir jetzt auch noch in die Räumlichkeiten hier im westlichen Teil rein. Bibliothek mit einem Jungfrauenanzug, ein Wasser und eine Äther. Die können wir sehr teuer verkaufen, wie in Final Fantasy 8. Aber wir können sie auch zur MP-Wiederherstellung behalten. So, was macht jetzt dieses Maiden-Zeug? Maiden-Suit. Uiuiui, um 8 mehr. Das ist natürlich sehr cool. Das ist perfekt für Luca. Okay. Dann gucken wir hier nochmal rein. Oh, hier sind lauter Stacheln. Und ein Stahlsäbel haben wir auch noch gefunden. Das wird wahrscheinlich hier das Richtige für dich sein, oder?
Ja, von Ende 20 auf 25. Oder kann Frosch das auch tragen? Ne, Frosch kann das nicht tragen. Na gut. Da ist das hier das Perfekte für Chrono. Und Science kann er auch nicht. Okay. Das alte Eisenschwert von Chrono kann er dann auch nicht anlegen. Na gut, dann müssen wir jetzt wahrscheinlich hier den Knopf. Ja, das war recht logisch. Und hier sind auch wieder so 2 Doppelgänger, nämlich A. Ihr seid Menschen? Die verstecken die Königin hinter. Bitte rette sie. Und du? Hier im Gebäude gibt es einen Raum, der vom Magus verhext wurde, vom Hexer verhext wurde. Ich habe irgendwas über einen Schatz gehört. Und Power-Tap wieder. Sehr schön. 3-mal auf der Rote, wer denn kriegt. Sind es jetzt richtige Menschen oder ach nur irgendwelche Doppelgänger? So, Chrono kriegt natürlich das hier. Können wir das wieder ordnen. Ich mag das gern, wenn es geordnet ist. Die attackieren uns nicht, aber die waren offensichtlich hier wirklich gefangen. Das waren nur wirklich Gefangene hier von einem Monster. Gut, dann wieder gegen die Biester hier. Jetzt haben wir einen höheren Angriff. Der müsste die jetzt eigentlich locker wegschneiden können. Sehr gut. Und unseren Froschi kann die auch mit dem Schnitt zersäbeln. Sehr schön. Okay. Eigentlich ein ganz cooler Dungeon, soweit muss ich sagen. Ah, jetzt kommt das wieder. Okay. Na gut, als erstes würde ich sagen, Chrono und Frosch können erstmal die Diablos wegschneiden. Und ja, machen wir so. Okay, Luca kann da noch den restlichen Diablo fertig machen. Jawohl, das hat noch gereicht. Perfekt. Die Gnasher wiederum, die halten ein bisschen mehr aus. Da sollten wir alle drauf schlagen. Okay, perfekt. Und je nachdem, wie kritisch Chrono jetzt trifft, das Slurp sollte trotzdem auf Chrono gehen. Der hält nämlich so viel aus. Und drauf. Also ich finde es auf jeden Fall zackenpraktisch, dass wir hier jetzt endlich einen Heiler in der Gruppe haben. Vergiftet bin ich auch noch Woche, aber das ist jetzt glücklicherweise auch weg noch im Kampf. Hoffe ich. Gucken wir gerade mal noch im Zustand. Ja, Chrono ist nicht vergiftet. Oh, da kommen jetzt auch noch so 2 Nagaeta mit dazu. Klingt immer wie Yokurette irgendwie. Die halten nur 60 aus. Oh, 110 Schaden verursacht. Nicht schlecht, mein Lieber. Dann sollte sich Frosch eventuell um diesen letzten Gnasher hier kümmern und Chrono schlacht auf diese Nagaeta noch drauf. So. Und drauf. Und der Wetter. Oh, da hält ja immer noch ordentlich was aus. Chrono. Den. Du auf den und du auf den. So. Einer weg. Chrono vergiftet. Der Gnasher tot. Und bitte mach einen Crit. Nee, schade. Gut, Chrono. Wow, Mann. Dein Auftritt, Chrono. Und Frosch, gib ihr recht. Sehr schön. Das gibt auch wieder ordentlich Kohle. Chrono ist jetzt auch wieder ein Level höher. Perfekt. Gut, hier ist ein Speicherpunkt auch nochmal. Den können wir auch sofort nutzen, um hier unseren Shelter mal zu verwenden. Perfekt. Dann können wir nämlich an der Stelle auch nochmal einen Speicherer einlegen. Die Königin ist verschwunden. Ich habe nochmal zwischen letzter und dem Teil hier nochmal gespeichert, als ich auf der Weltkarte war. Und es heißt immer noch, die Königin ist weg. Aber ich würde auch sagen, dass das hier eigentlich ein ordentlicher Zeitpunkt ist, um hier an der Stelle einen Cut zu setzen. Und wir sehen uns dann morgen wieder zur Let's Play Chrono Trigger auf Pelzig. Also machen's gut und bis morgen dann, wo wir weiter durch die Dungeon gehen werden, in der Hoffnung, dass wir diese Bestie Jakra stellen. Das wird höchstwahrscheinlich unseren Bossgegner hier darstellen. Also machen's gut und bis morgen dann wieder zum neuen Teil. Obwohl das Spiel für mich neu ist, muss ich sagen, ich habe mich jetzt schon ein bisschen in das Spiel verliebt, was die Grafik angeht, weil es mich so ein bisschen an Mischung aus Final Fantasy und Terranigma erinnert. Wie dem auch sei, machen's gut und bis morgen dann. Iron Yankee.